Die 80-jährige Uigurin Pasahen Kochar vermisst seit einem Jahr ihre 5- und 7-jährigen Enkelkinder. Bedingt durch die Tyrannei des chinesischen Staatsapparates floh sie vor 30 Jahren in die Türkei. Zurück in Ostturkestan verbleiben die beiden Enkelkinder. Aus Angst vor Repressalien ist Kochar die Rückreise nach China verwehrt. Sie erbittet sich deshalb Hilfe von türkischen Behörden. Der in den USA wohnhafte Aktivist Salih Hodayar berichtete Albios-Sires, einem Mitglied des US-Repräsentantenhauses, bei einem Treffen von den Umerziehungslagern in Ostturkestan. Hodayar dankte Sires für dessen stetigen Einsatz für die Uiguren. Mit dem Besuch Erdogans in Urumqi auf dem großen Markt im April des Jahres 2012 wurde anschließend eine irrationale Verhaftungswelle ausgelöst. Alle Händler, inklusive des Gouverneurs von Nurpekri, die dem Präsidenten trockene Früchte anboten, ihn respektvoll behandelten oder gar mit ihm sprachen, wurden anschließend ohne jegliche Begründung inhaftiert. So geschah es auch Haji und Ibrahim Abdullah, die nach ihrer Verhaftung 2012 in ein Lager deportiert wurden und seitdem keine weitere Nachricht hinterlassen haben. PetroChina verkündete von der Entdeckung riesiger Ölvorkommen in der Region Mahu. In Ostturkestan soll insgesamt 1 Milliarde Tonnen Öl gefunden worden sein. In den Jahren 2016 bis 2017 betrug die Kapazität der Ölförderung 1.380.000 Tonnen. Diese soll von 2016 bis 2020 auf 6 Milliarden Tonnen steigen. Ostturkestan habe seltene Grundelemente, so PetroChina, wie Öl, Gold, Silber, Platin, Kohle, Uranium und Wolfram. Der Konflikt zwischen Ottawa und Peking, der mit der Festnahme eines Huawei-Mitarbeiters begann, schaukelte sich weiter hoch. Insbesondere nach einem Todesurteil in China für einen Kanadier. Nachdem Kanada seine Bürger vor Reisen nach China warnte, gab nun auch das chinesische Außenministerium eine Reisewarnung für Kanada aus. Chinesen, die dort einreisen wollen, müssen mit einer Festnahme auf Verlangen eines Drittstaates rechnen. Nachdem im britischen Unterhaus der Brexit abgelehnt wurde, schaltete sich der EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker ein. Er hält einen unkontrollierten Brexit für nicht unwahrscheinlich und verlangt daher von London, seine Absichten klar und deutlich zu formulieren. Die Mitgliedstaaten müssten sich demnach auf einen unkontrollierten Austritt einstellen und versuchen, den Schaden eines Brexit zu minimalisieren.